Ja, vorne ist ein richtiger Hurricane mit den Ventilatoren, aber es kommt gut. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Mein Name ist Joel Stählin. Ich darf der Kids- und Jugendpastor sein bei uns in der GVZ Zürich-Oberland. Das heisst, ich habe das Privileg, mit diesen jungen Männern und Frauen mit unterwegs zu sein, wo wir heute Morgen den Abschluss feiern dürfen. Und Nevio und der Levi sind zwei von unseren Abschlüssen, die die Moderation gemacht haben. Wir werden dann nachher noch mal von ihnen hören. Sie haben es mega gut gemacht. Geben wir ihnen doch mal einen herzlichen Applaus. Wirklich mega cool. Mega lässig. Hey, aber herzlich willkommen an alle, die heute Gäste sind, die extra gekommen sind für diesen speziellen Tag oder einfach sonst irgendwie ihren Weg da gefunden haben. Mega schön sind ihr da. Ich hoffe, ihr fühlt euch wohl, ihr dürft euch zurücklehnen und einfach den Gottesdienst geniessen. Ja, liebe Abschlüssler, es ist schön, euch zu sehen. Ihr seht super aus, jeder einzelne von euch. Wir feiern heute euren Abschluss. Es ist ein besonderer Tag. Und die Frage ist vielleicht, ja, was ist denn der Abschluss? Das steht vielleicht ein bisschen im Raum hinein. Es ist ähnlich wie Konfirmation, aber nicht wirklich Konfirmation. Und ich habe mir ein bisschen Gedanken gemacht und mir ist aufgefallen, bis jetzt ist eigentlich euer Leben recht linear verlaufen. Oder ihr seid irgendwo mal in Kinski gegangen, dort habt ihr nicht wirklich viel entscheiden über das wollt oder nicht. Dann sind ihr in die Primarschule gekommen, auch dort habt ihr nicht wirklich viel Mitspracherecht gehabt. Irgendwo haben wir mal kurz einen Moment Freiheit gehabt, weil wir können entscheiden, ob ich das Gymi probieren oder lieber in die Oberstufe. Wenn er so wie ich die Gymi-Prüfung nicht bestanden hat, ist schon die Freiheit auch genommen worden, um dann etwas zu machen. Und jetzt, im letzten Jahr, habe ich plötzlich ganz viele Freiheiten bekommen, weil ich musste entscheiden, was machen wir jetzt. Oder wir haben vorher im Kahoot die verschiedensten Richtungen gesehen, Berufe, Praktikum, Lehrstellen, wo ihr jetzt als nächstes in Angriff nehmt. Und die nächsten Jahre sind gekennzeichnet von mehr und mehr Freiheit, wo ihr entscheidet, hey, wie sieht mein Leben aus? Und das ist etwas mega Spannendes und etwas mega Lässiges. Irgendwann sind ihr 18, irgendwann schließt ihr eure Lehre ab, dann müsst ihr Berufswahl machen, vielleicht macht ihr mal noch einen Auslandaufenthalt, was auch immer. Aber je länger, je mehr sind die Zügel wirklich auch in euren Händen und ihr entscheidet, wie eure Zukunft aussieht. Und ich glaube, im Glauben sind wir an einem ähnlichen Punkt. Ihr seid im Kidsland, dort haben euch die Eltern einfach abgegeben, auch nicht viel Entscheidungsgewalt gehabt. Müsli Church, Kids Church, auch dort grundsätzlich kommt man einfach mit. Bei der T-Church sind wir auch rum gewesen. Und jetzt kommen wir ins Youth United und langsam aber sicher, wenn wir da, dass ihr auf eigenen zwei Beinen steht in eurem Glauben und entscheidet, hey, wie sieht mein Abenteuer Glauben aus? Für mich persönlich, für jeden Einzelnen von euch, wie sieht das Abenteuer Glauben aus? Und das ist mega spannend, das bringt, glaube ich, ganz viel Freude, ganz viel Abenteuerlust. Und ein Bild, das für mich das so ein bisschen verkörpert, ist das Bild von einem Segelschiff. Ich kann es mal bringen. Genau. Für mich kommt einfach irgendwie so Abenteuerlust auf, wenn ich ein Segelschiff sehe. Wir sind letzte selber segeln. So das Segel setzen, Neuland erkunden, neue Wege gehen, neue Sachen ausprobieren. Und ich möchte euch im Sinne von dem Segel setzen ein paar Erkenntnisse oder Weisheiten mit auf den Weg geben. Wir sind in der Schäre segeln. In Schweden war es wirklich traumhaft. Und ein paar Sachen von euch, für euch dort mit auf den Weg geben. Und ich hoffe, dass ihr etwas mitnehmen dürft für die nächsten paar Jahre, aber auch ihr, die alle heute Morgen da sind oder im Livestream mega cool sind, auch ihr dabei. Genau. Ich möchte aber zum Anfang noch schnell beten. Ja, Jesus, ich danke dir für den heutigen Morgen. Ich danke dir, bist du da. Ich danke dir für die 4 coolen Abschlüsse. Und du siehst, wo sie stehen. Du kennst jeden Einzelnen ganz persönlich. Und ich bitte dich jetzt, wir geben dir den Raum, ich gebe dir die Zeit jetzt auch. Red du durch mich. Amen. Genau. Wie gesagt, wir sind in der Schäre am Segeln und das ist auch der Titel der heutigen Predigt, Schäre segeln. Und der erste Punkt, den ich euch mit auf den Weg geben will, ist die Kunst vom Kurs, die Kunst des Kurses. Wo wir am Segeln waren, konnte ich jeden Abend beobachten, wie mein Vater an seinem Schreibtisch angesessen ist. Ja, wir hatten einen Schreibtisch auf dem Segelboot gehabt, inklusive 4 Schlafzimmer, 2 Badzimmer, einen Aufenthaltsraum und eine Küche. Also für alle die denken, Segeln sei so ein bisschen pöbelig, man kann es auch komfortabel haben auf dem Segelschiff. Das geht also tatsächlich. Genau, also er ist an seinem Schreibtisch gesessen und hat immer den Kurs für den nächsten Tag geplant. Und für das hat er immer zuerst mal geschaut, ja okay, wo sind wir jetzt? Oder? Das ist mit moderner Technik nicht mehr so schwierig. Du drückst einfach Standort suchen und kommt so ein blaues
Tötzchen, das leuchtet und nachher weisst du, wo du bist. Und dann wird es ein bisschen spannender. Dann hat er geschaut, okay, wohin gehen wir dann am nächsten Tag und wie kommen wir dort her? Das sind so ein bisschen die Sachen. Ich war sehr dankbar, oder wir alle, weil auf dem Segelschiff, oder, musst du schauen, hat es irgendwo noch Hindernisse, Untiefen. Wenn irgendwo ein Leuchtturm steht in der Mitte, solltest du nicht umfahren, sondern umfahren, das wäre ein bisschen besser. Und so hat er jeden Abend den Kurs geplant. Das ist aber noch nicht wirklich eine Kunst, würde ich mal sagen. Das ist so ein einfacher, dreistufiger Prozess. Schauen, wo du bist, wo du her willst und wie du herkommst. Genau. Die eigentliche Kunst ist, den Kurs nachher wirklich zu segeln. Und das funktioniert nicht ganz immer so, wie man vielleicht geplant hat. Oder ihr habt jetzt einen Plan gemacht für eure nächsten paar Jahre und ich hoffe, das funktioniert so. Aber so von Tag zu Tag ist manchmal nicht gerade immer alles so, wie wir es gedacht haben. Und ich habe euch ein Bild mitgenommen von einem von unseren Routen. Jetzt, ich weiss nicht, irgendetwas in der Mitte, das nicht so wie eine Insel aussieht. Das wäre unser Kurs für den heutigen Tag. Das ist ja der 15. Juni. Das wäre dort bei dem so ein bläulich-grünen haben wir gestartet und bei dem roten dort oben hätten wir landen müssen. Und ich zeige euch jetzt dann gerade, was wir effektiv gefahren sind. Wir können mal schauen, ob ihr den Unterschied erkennt. Es ist minime Differenzen. Minim. Aber vielleicht fällt es euch auf. Kannst du mal das zweite Bild bringen? Ja. Es war Ferien, aber nein, wir waren nicht betrunken, oder? Aber zuerst ist es eigentlich recht okay gegangen und irgendwann hat meine Frau übernommen am Steuer und dann ist es seitwärts gegangen. Nein, sie hat gesegelt, mega gut gesegelt übrigens. Ich glaube, ich muss sagen, dort bin ich am Steuer an. Ja, das ist der Wellengang, oder? Dann geht man einfach ein bisschen mal links und ein bisschen rechts. Nein, sage ich. Der Grund für den Kurs ist, weil ab dort haben wir mit dem Wind gesegelt. Und wenn man mit dem Wind segelt, dann muss man sich immer ein bisschen mit dem Wind ausrichten. Und man muss zwischendurch auch mal reagieren, wenn so ein Schiff auf einen zukommt. Oder? Es hat so riesige Luxusschiffe gehabt. Und dann haben wir mit unserem Segelbötchen müssen schauen, ja, dass wir nicht gerade ins Schiff hier fahren. Oder? Irgendwann kommt man noch ein bisschen Land, dann muss man schauen, dass es nicht ins Land getatscht ist. Und mit dem Wind muss man so ein bisschen zusammen arbeiten. Und der Wind, glaube ich, in unserem Leben ist der Heilige Geist oder die Gegenwart von Gott. Und im Sprüche 16, Vers 9 gibt es einen Bibelvers, den ich finde, das schön zusammenfasst. Und das ist: Das Herz des Menschen plant seinen Weg, aber der Herr lenkt seine Schritte. Oder wir planen unseren Kurs. Ihr habt euren Kurs geplant. Aber von Tag zu Tag wünsche ich mir, dass Gott euren Schritt leiten darf. Wie viel Raum wollt ihr Gott geben in eurem Leben? Eben, ihr könnt aber jetzt selber entscheiden. Auch vorher schon. Aber mehr und mehr müsst ihr auch selber entscheiden, hey, wie wird mein Leben mit Gott aussehen? Wie viel Raum geben wir alle Gott in unserem Alltag? Wie oft können wir unsere Segel so ausrichten, dass wir mit seiner Kraft fahren können? Oder wenn ein Segel, wenn Wind in ein Segel kommt, dann wölbt sich das. Das nimmt Raum ein. Wind muss Raum einnehmen. Und er nimmt nur den Raum ein, den wir ihm effektiv geben. Oder? Wenn wir uns völlig in den Wind hineinstellen, dann zieht der Wind einfach an uns vorbei. Aber wenn wir uns so ausrichten und sagen, hey, ich will den Wind haben, Gott, ich gebe dir den Raum in meinem Leben, können ganz viele coole Sachen passieren. Und darf ich etwas Praktisches, oder? Kannst du das Bild nochmal bringen? Aus objektiver Sicht könnte man denken, ja, es wäre viel schneller gewesen, wenn man einfach gerade durchgegangen wäre. Oder? Und so denken wir in unserem Leben. Und dann kommt der Wind von einer anderen Richtung und wir denken, nein, wir nehmen jetzt Paddel führen. Wir sitzen uns auf die Seite und dann wird gerudert, oder? Wir sind Sechste gewesen. Ich glaube, wenn wir gerudert hätten, Sechste wie so eine Galeone, dann wären wir vielleicht meine Mutter als Sklaventreiberin, keine Ahnung. Nein, sie ist eine herzensgute Frau, ist noch ganz wichtig. Aber der Sechste wären wir vielleicht tatsächlich noch ein bisschen vorwärts gekommen. Aber der Fakt ist, mit dem Wind kommt man weiter. Mit dem Wind kommst du besser voran. Du bist effektiv am Schluss schneller. Es geht vielleicht nicht immer genau so, wie du denkst, dass es gehen sollte. Aber schlussendlich kommst du gleich ans Ziel. Und das braucht Vertrauen. Man braucht einen Plan für sein Leben. Und ich hoffe, ihr werdet einen Plan haben, auch längerfristig. Hey, wie sieht mal meine Familienplanung aus? Wie sieht mal aus mein Berufsleben? Oder? Das haben wir jetzt auch viel planen müssen. Aber auf dem Weg dorthin müssen wir auch Gott vertrauen, wenn es vielleicht mal ein bisschen links oder ein bisschen rechts geht. Und mit ihm zusammenarbeiten, dass wir vorwärts kommen.
Und er wird euch ein Ziel bringen. Oder? Das ist ja das Schöne. Vertraut, dass der Herr eure Schritte leitet. Das ist die Kunst vom Kurs, glaube ich. Die erste Segellektion oder Segelweisheit. Gut, noch nicht ganz die Hälfte von meiner Zeit herum. Kommen wir zum Punkt 2. Der zweite Punkt ist der Halt vom Hafen. Für unseren Segeltörn sind wir im Vasahafen gestartet. Ist jemand schon mal im Vasahafen gewesen? Ja, ein paar Verhalten. Sehr gut. Cool. Es gibt ein ganz berühmtes Museum im Vasahafen. Das ist das Vasa-Museum. Ironischerweise ist dort ein riesiges Frack ausgestellt. Also es ist wie fast so, du gehst segeln und dann sagen sie, hey, so sagt man Hallo auf Schwedisch, sagen, hey, viel Spaß beim Segeln. Wenn du untergehst, stellen wir euch nachher auch ein Museum aus. Zum Glück plant man ja den Kurs und dann passieren so Sachen nicht. Und der Hafen bietet aber ein paar gute Sachen für Segler. Einerseits ist es immer wind- und wellengeschützt. Es kann draussen stürmen, wie es will. Im Hafen ist man meistens eigentlich recht sicher. Sie sind meistens so gelegt, dass dort innen einfach Windstille ist. Und andererseits gibt es im Hafen Versorgung. Wir hatten einen Frischwassertank gehabt, oder? Für uns ist es normal, du gehst vor allem in der Schweiz, machst einfach den Wasserhahn auf, hast Frischwasser. Tipptopp, ist wunderbar, bin ich mega dankbar. Auf dem Schiff nicht ganz so, weil wenn du in der Baltischen See, zum Beispiel am Segeln bist, dann hast du so eine Mischung aus Süß- und Salzwasser. Und das solltest du vielleicht nicht gerade unbedingt trinken. Ist auch nicht so lässig zum Zähneputzen oder Kochen oder weiss ich was. Du brauchst Frischwasser. Und wir haben immer im Hafen Frischwasser tanken. Und dann sind wir losgegangen und wir hatten genau so viel Frischwasser im Tank hinein. Wenn er leer war, war er leer. Dann musst du nachher einen Kessel holen. Das war ein grauer Kessel, den wir hatten. Wasser schöpfen und nachher mit dem Zähne putzen, abwaschen, weiss ich was. Genau. Das klingt vielleicht nicht so schlimm jetzt gerade, aber wenn man mal kurz überlegt, wo dann das Wasser vom WC hergeht, dann überlegt man sich zweimal, ob man das Wasser aus dem Ding weggeht. Es geht nämlich tatsächlich ins Meer rein. Und wenn du Wasser brauchst, dann musst du dich besser absprechen, dass der vorne nicht gerade das WC braucht. Das haben wir effektiv müssen machen zwischendurch. Sonst ist dann, ich bin ja schon nicht heikel, aber auch bei mir gibt es Grenzen. Also das ist dann wirklich, genau. Anyways, wir brauchen einen Hafen. Ich glaube, ganz ähnlich ist es in unserem Leben. Wir brauchen einen Hafen, ihr braucht einen Hafen, wo ihr immer wieder mal zur Ruhe kommen könnt, wo ihr auftanken könnt, wo ihr Halt finden könnt. Und ich glaube, als erstes ist die Gegenwart Gottes der Hafen in unserem Leben. Im Psalm 27,5 sagt es Folgendes: Er bietet mir Schutz in schwerer Zeit und versteckt mich in seinem Zelt, oder eben Hafen könnte man auch sagen. Er stellt mich auf einen hohen Felsen. Hey, egal wie stürmisch, und Teenie-Jahre können manchmal ein bisschen turbulent sein, egal wie stürmisch das ist, bei Gott findet er immer Ruhe. Wie ein Hafen, der 24 Stunden offen ist, sind seine Arme immer offen für euch. Und ihr dürft einfach zu ihm gehen, jederzeit. Es ist nicht so wie zum Beispiel bei der Schweizer Armee, oder, wo du nur Öffnungszeiten hast, so vom 9 bis 5 Uhr am Abend. Ich denke, wenn irgendwann ein Krieg ausbricht, so 5 ab 5, oder? Die offiziellen Ämter sind dann doch noch pünktlich, oder? 5 ab 5, dann sagt die Schweizer Luftwaffe, Entschuldigung, wir sind gar nicht erreichbar, könnten Sie bitte morgen um 9 Uhr nochmal anrufen? Keine Ahnung, wie das eines Tages wird funktionieren. Oder auch bei der Post oder bei der SBB, oder? Wenn du eine lange Schlange hast, musst du ein Ticket holen. Bei Gott ist es nicht so. Gott hat immer einen Platz frei für euch, er hat immer Zeit für euch. Ihr könnt jederzeit zu ihm gehen. Und das ist aber spannend auch noch an einem Hafen. Ein Hafen kommt nicht zu einem. Gott geht das schon auch nach, glaube ich, in unserem Leben. Aber vielmehr, wie oft gehen wir Gott nach? Wie oft gehen wir wirklich in den Hafen auftanken? Ich glaube, der Hafen kann aber auch etwas anderes sein. Er kann auch Gemeinschaft sein. Ihr sind jetzt 4 Abschlüssler und ihr habt alle gesagt, ihr kommt nachher zu uns in die Small Group. Und mich begeistert das. Weil ich glaube, es liegt enorme Kraft in der Gemeinschaft. Es liegt enorme Kraft, wenn wir mit einer guten Gruppe von Leuten unterwegs sind. Small Groups, im Gottesdienst. Ein grosser Grund, warum wir auch Gottesdienst machen, ist, weil wir glauben, in dieser Gemeinschaft gibt es Kraft. Auch dort ein Vers aus dem Prediger 4, Vers 9, das war unser Trauvers. 2 haben es besser als einer allein, denn zusammen können sie mehr erreichen. Stürzt einer von ihnen, dann hilft der andere ihm wieder auf die Beine. Einer kann leicht überwältigt werden, doch 2 sind dem Angriff gewachsen. Man sagt euch auch, ein Seil aus 3 Schnüren reißt nicht so schnell.
Hey, ich möchte euch ermutigen, findet euren Halt in Gott. Nehmt euch regelmäßig wieder mal Zeit, um in den Hafen zurückzukehren, aufzudanken, damit ihr auch nachher wieder rausgehen könnt oder könnt Leben erleben. Sind in einer Gemeinschaft verankert. Möchte ich euch auch ermutigen. Wir wollen mit euch unterwegs sein. Das, glaube ich, ist der Halt vom Hafen. Gut, mit dieser Fähigkeit, mit dem Wind zu gehen und dem sicheren Halt, den wir im Hafen brauchen, sind wir endlich bereit, auf unser Abenteuer zu begeben. Und das ist der letzte Punkt, den ich euch mitgeben möchte, der Reiz der Reise. Etwas, was mich an der Schere absolut begeistert hat, ist, dass es über 30'000 Inseln gibt. Die einen ein bisschen grösser, die anderen ein bisschen kleiner, aber um die 30'000 Inseln herum. Und ich habe euch ein Bild mitgebracht. Es ist schwierig, gute Bilder zu finden, aber das ist ein winziger Ausschnitt von der Schere von Stockholm. Wirklich etwas Grandioses. 30'000 so verschiedene Inseln. Jede verschieden. Jede bringt eigene Herausforderung, jede bringt eigene Schönheiten damit. Und ich habe das mal schnell ausgerechnet. Wenn ihr Abschlüsse jetzt jeden Tag für den Rest von eurem Leben würdet eine Insel erkunden. Jeden Tag. Also jeden Tag etwas Neues würdet erleben. Dann hättet ihr am Ende von eurem Leben gleich noch ca. 5000 Inseln, die noch unerkundet sind. So viel Neuland, das ihr entdecken könnt. So viele verschiedene Möglichkeiten. Sachen, die jetzt einfach offen stehen in eurem Leben. Jesus hat einmal gesagt, er ist gekommen, um uns Leben zu geben. Und zwar nicht nur das Leben so ein bisschen tröpfchenweise, sondern das Leben in Fülle oder im Überfluss. Das ist im Johannes 10,10. Hey, was für ein cooles Versprechen für das Leben, das noch vor euch liegt. Ihr habt das Leben in der Fülle vor euch. Und egal wie alt dass ihr jetzt da innen sind, ob ihr am Anfang steht, ob es bei den Kids hinten ist, jeder von uns verspricht Jesus ein Leben in absoluter Fülle. Ich glaube aber auch, dass wir uns aufmachen müssen, um die Inseln effektiv zu erkunden. Es gibt viel zu viel von uns, und ich bin ein gewohntes Tier. Ich muss jetzt ganz ehrlich sein, ich gehöre da auch dazu. Die finden eine Insel und nachher bleiben sie bei dieser Insel. Oder dann geht man vom Hafen zu dieser Insel und das macht man dann 30'000 Mal bis aufs Ende des Lebens. Und eigentlich hätte es noch 29'999 andere Inseln, die auch cool wären, wo man mal etwas Neues erleben würde, wo man aber nie erkunden. Wir haben bei den einen Inseln haben wir müssen anlegen und irgendwie so Stahlpfeiler in den Boden hineinhauen, dass wir anlegen konnten. Das war wirklich cool. Bei einer anderen Insel hat es so Bäume gehabt, wo man Seil rundherum hat. Das war auch super. Bei einer anderen Insel haben wir eine Sauna gefunden, gerade am Meer. Das ist sonst, wenn ihr nicht genau wisst, wo ihr hin wollt für euren nächsten Trip. Schweden, Sauna am Meer. Tipptopp, was braucht es mehr? Oder? Wirklich cool. Könnt ihr gerade schnell aufschreiben. Und ich glaube, das ist auch für die Verheirateten unter uns. Wer ist alles verheiratet? Cool. Wenn ich schnell zu euch reden darf. Ich bin jetzt seit einem Jahr mit meiner Frau verheiratet. Und es war wirklich ein Abenteuer gewesen. Oder also, nein, es ist immer noch ein Abenteuer. Ich bin manchmal ganz froh, jetzt sind noch nicht so fließend Schweizerdeutsch, weil dann komme ich mit so Sachen noch weg, mit so Versprechen. Genau, die Nuancen, die sitzen noch nicht so ganz. Und sie ist wirklich eine interessante Frau. Und ich habe eben gesagt, ich bin ein gewohntes Tier, oder? Und ich habe jetzt selbst in diesem Jahr von Ehe gemerkt, ich muss mich immer wieder aufmachen, dass wir etwas Neues miteinander erleben, mal etwas Neues miteinander entdecken. Das ist nicht der Fehler von meiner Frau, ist auch nicht ihre Verantwortung. Sondern ich muss mich aufmachen und sagen, hey, komm, wir machen etwas anderes. Komm, ich gehe aus meiner Komfortzone raus. Und ich glaube, wir Menschen haben allgemein Tendenz zu dem. Es ist viel einfacher, dort zu bleiben, wo wir gerade sind, als etwas Neues zu entdecken. Viel einfacher. Es gibt auch die, die völlig extrovertiert sind und die finden es geil, wenn so alle 2 Sekunden etwas Neues kommt. Aber ich glaube, für die meisten von uns, aufs Leben heraus betrachtet, haben wir eine Tendenz, eher dort zu bleiben, wo wir sind, anstatt etwas Neues zu entdecken. Und vor euch, die nächsten paar Jahre, liegt ganz viel Neuland. Also so oder so werden die neue Erlebnisse machen. Und ich möchte euch eigentlich nur ermutigen mit dem, dass ihr den Drive beibehaltet. Schule ist wichtig, mega wichtig. Ich habe Schule sehr gerne gehabt und ich habe sehr viel in die Schule investiert. Aber ich möchte euch auch ermutigen, nebst dem, dass ihr gute Schüler sind, gute Arbeiter sind, hey,
Lebe das Leben, probieren Sachen aus. Vielleicht nicht alles, man muss nicht alles ausprobieren, aber geniessen das Leben, oder? Das ist etwas mega Lässiges, wo Jesus euch auch gibt und sagt, hey, schau, ich gebe euch das Leben im Überfluss. Genau. Das ist der Reiz, glaube ich, von dieser Reise, wo Gott uns einfach gibt und wir im Leben erhalten müssen. Ja, liebe Abschlüssler, noch das Schlusswort. Heute feiern wir euren Abschluss und ich möchte euch ermutigen. Setzt eure Segel und lasst den Heiligen Geist euren Kurs lenken. Nehmt euch regelmäßig Zeit, in den Hafen einzukehren und Halt zu finden. Ich glaube, es ist so wichtig. Und wagt es immer wieder, dem Reiz der Reise zu folgen und Neuland zu entdecken. Ich glaube, es gibt nichts Schöneres. Hey, und wir als Gemeinde, wir sind hinter euch. Wir stehen hinter euch. Wir wollen euch anführen auf dem Weg. Wir wollen euch unterstützen, wir wollen mit euch unterwegs sein. In den Small Groups, aber auch als Youth United, wo ihr jetzt herkommt. Auch jeder Einzelne da hey, ihr seid nicht allein auf dieser Reise, sondern wir wollen für euch da sein, euch helfen, euch anführen, wenn es super läuft, aber auch euch eben den Halt geben können, wenn ihr mal irgendwo Halt braucht. Wir glauben an das Potenzial, das Gott jeden Einzelnen von ihr gelegt hat, eine Grossartigkeit, die wir jedem Einzelnen von euch sehen. Und wir würden uns freuen, oder wir freuen uns in den nächsten paar Jahren, einfach mitzuerleben, wie das Potenzial und das, was Gott in euch gelegt hat, sich entfalten. Hey, möge Gottes Segen mit euch sein. In Jesu Namen. Amen. Amen.